Was für dicke Steine. Spenden Sie 5 Euro im Monat und helfen Sie diesen armen Stream. Als Dank schenken wir Ihnen noch digitale Emotes. Danke. Ey, was? So, grüß Gott beieinander. Was hält ihr schon wieder? Was für Spendenaufruf? Ich gebe, Mr. Seitsching, das ist nicht mit mir angeschmatzt. Spendenaufrufe, die nicht mit mir angeschmatzt sind, haben nicht zulässig. Ja? Merci für deine 100 Bits, habe ich die Ehre. Mr. Billinger und Mr. Motzog ebenfalls habe ich die Ehre. Streamer müde, Streamer schlafen. Noch bin ich nicht müde. Ja? Morgen um 6 in der Früh schaut es vermutlich wieder ganz anders aus, weil der Bazi hat heute noch Nachtschicht. Ja? Aber momentan, ich bin fit. Ja? Bin halt um 9 Uhr aufgestanden, gemütlich. Ja, hab mich gemütlich ausgewaschen, bin 2 Stunden Tennis spielen gegangen, war dann einkaufen für die Feierlichkeit am Samstag. War gediegen bisher. Dann haben wir noch 2,5 Stunden Monster Hunter gezockt, weil der Grind muss ja schließlich auch weitergehen. Und jetzt sitzen wir da. Jetzt machen wir einen gemütlichen God of War Bergsteig, Tour, Alpen, Durchquerungsstream. So, auf die Art. Keine Ahnung. Wollen wir mal schauen. Genau. Ich hoffe, bei euch ist alles fit. Wie geht's euch? Alles sauber auf bei euch. So. Jetzt ich muss zugeben, ich hätte zeitlich fast den Stream übersehen. Ich war jetzt so, also mit Leuten von einem anderen Server, die wo man halt den Monster Hunter ein bisschen unter die Arme greifen, habe jetzt komplett Zeit vergessen. Und schaue so auf die Uhr immer, es ist 4:30. Jetzt soll ich halt schon starten mit Vorbereitungen für den Stream treffen. Ich wollte eigentlich das so machen wie bei den 4 Pfoten oder bei den Bärenbabys. Bei Bärenbabys. Hey, was? Ich verstehe das nicht. Mizi redet wieder. Mr. Seitsching, ich kann da nicht ganz folgen. Ich wollte eigentlich das so machen wie bei 4 Pfoten oder bei den Bärenbabys. Ja gut, das ist mir wahrscheinlich jetzt gerade in dem Moment ein bisschen zu hoch. So. Hat ihr gut in die Woche gestartet? Wie läuft eure Woche bisher? Ich hoffe, alles zauberhaft. So, das passt jetzt eigentlich. Ja gut, schön. Wir werden halt weitermachen in God of War. Was für dicke Steine. Hallo, ich heiße Mizi und ich kann widersprechen. Ja, das ist ein Baby. Dauerhaft. Das geht mir jetzt gerade noch. 9 grandiose Monate GSC Hoops. Und hier euer Fakt des Monats. Weiße Haie lassen sich durch Death Metal Musik anlocken. Ja, schön. Der mit die weißen Haie ist nicht schlecht. Mrs. Fichterlich, vielen lieben Dank für dein Resub. Im 9. Monat gratuliere auch an dich zum Baby, Bazi. Ich hoffe... Nein, das sag ich jetzt nicht. Ich hoffe, er ist gesund und munter oder sie ist gesund und munter auf die Welt gekommen. Viel Spaß weiterhin mit dem Wort und Dankeschön nochmal und viel Spaß in der Bazi weiterhin. Dankeschön. So, Mr. Seitsching, hallo, ich heiße Mizi und ich kann widersprechen. Das ist schön, dass die Mizi wieder reingeht, gell? Das gefällt dir wieder. Fichterli, wie geht's da? Da ist gut bei dir. Wer habe ich der? Schubst der Haufen? Wo? Ich seh keinen Haufen. Mr. Werpen versteht die Frage nicht. Ja, warum behauptest du da sowas? Von geschubster Haufen? Ich seh keinen Haufen nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Kapier ich nicht.
Ja, mei seit Montag mit Magen-Darm daheim. Oh, du Scheiße, du. Ja, du hast da wieder zauberhaft ausgesehen, oder? Jetzt, wo wir mir morgen dein Wunschgame spielen. Oh, apropos morgen. Ich muss, Mr. Billinger, für den Fall, dass Sie bis zum Schluss da haben, taten Sie mich bitte noch mal daran erinnern, dass ich nachher Spider-Man runterladen muss über die Nacht, ja. Das habe ich auf der Playstation tatsächlich deinstalliert. Ja? Und ich habe keinen Bock, morgen von 12 Uhr dann wie so ein Schweizer Schuldirndl da zum Sitzen und hoffen muss, dass das Jahr fertig wird. Nur für den Fall, dass ich vergessen soll. Ja, dass ich das über die Nacht, während ich daheim bin, im Ruhemodus runterziehen lasse. Weil ich tippe mal, dass Spider-Man nicht unerheblich klein sein wird. Wenn ich dran denke, sage ich das. Sehr gut. Im Normalfall denke ich eh dran, aber weißt du, Bazi wird am Wochenende 30 gehen, da mit dem Hirn so, mit der Siebe, weißt du, mit der Siebigkeit, das ist aber nicht so ganz. Na, das ist nicht dabei so ganz unschön. Sagen wir einfach unschön, weil es eh wurscht ist. Ja. Am Wochenende wirst du 30. Ja, Sonntag. Am Sonntag wird Bazi 30. Und am Samstag feiert Bazi ein bisschen Geburtstag. Ja. Sonntag machen wir, habe ich das angekündigt? Ich glaube schon, oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das angekündigt. Bin mir jetzt gerade selber nicht mehr sicher. Muss direkt mal schauen. Ja, habe ich tatsächlich. Wo man wahrscheinlich, also jetzt laut Plan steht drin um 1, dass wir einen kleinen Bazi-Birthday-Stream machen. Aber wahrscheinlich wird es ein bisschen eher. Wahrscheinlich fahren wir um 12 Uhr schon an. Das wird jetzt nichts Großartiges, das wird kein Riesenstream nicht. Das wird einfach gerade ein bisschen ein Blätschmerz. Weißt du, einfach ein wenig einer sitzen, ein wenig schmatzen. Vielleicht machen wir ein paar kleine Reactions. Das wird jetzt kein langer Stream nicht. Das wären so 2 Stunden aufgrund der Tatsache, dass ich mit der Frau Bazi noch ein bisschen was unternehmen werde an dem Tag. Aber ich werde Sonntag auf alle Fälle mal kurz einschneiden. Es sei denn, es eskaliert am Samstag so krass, dass ich Sonntag eine komplette Lähmung im Gesicht habe, dann komme ich nicht online. Aber das wird normalerweise nicht passieren, da ich mich da sehr, sehr, sehr gut zusammenreißen kann. Okay? Also bei mir ist auf 4-5 Stunden fertig wird. Gut, dann muss ich es auf alle Fälle heute noch runterladen lassen, bevor ich die Nachtschicht tue, weil sonst stehen wir morgen nämlich da. Das wollen wir ja auch nicht. Also ich weiß nur, dass ich am Wochenende auch Party crashen will. Muss erst einmal herausfinden, wo ich wohne. Falls du meine meinst. Also geht's doch nicht in die Türkei, wir stürmen Bazis Bude. Also Punkt 1, ihr könnt es gern stürmen. Aber es gibt nur 2 Haken an der ganzen Geschichte. Erstens, selbst wenn ihr herausfindet, wo ich wohne, das weiß an der Stelle wissen das ganz, ganz wenige Leute, die wissen meine Adresse, ganz wenige Leute wissen das. Und Punkt 2, ich feiere nicht daheim, ich feiere woanders. Von daher, aber ich wünsche euch viel Erfolg. Also wenn ihr herausfindet, wo ich wohne, dann Respekt. Nein, Kass. Es hat so anständige Leute, es darf sowas niemals tun. Ja? Ein gemütlicher Blätschmerz-Stream bin ich dabei. Genauso nämlich, Mr. Werb. Es muss auch nicht überall was zum Zocken sein. Ja? Wir haben ja bestimmt vielleicht die ein oder anderen Themen, über die wir mal ganz locker flockig reden können. Und da passt es natürlich, glaube ich, ganz gut ins Battle. Okay? Suchradius 50 Kilometer. Ja, mit Suchradius 50 Kilometer kommst du ganz gut hin. Sagen wir es mal so. Ich schwimme einfach da aufwärts, dann bin ich im Passau. Da hast du jetzt nicht ganz unrecht, Mr. Seitsching, aber Passau und der ganze Landkreis Passau ist groß. Da kommst du mit 50 Kilometer dann doch nicht hin. Also wenn du den ganzen Landkreis noch mit einnimmst, dann gelangen der 50 Kilometer wahrscheinlich nicht. Aber wobei, kommt drauf an, was für eine Richtung. Aber gut. Bazis Geburtstags Blätzmatzbrim. Ja? Blätzmatzbrim. Bazis Geburtstags-Stream. Machen wir Sonntag, genau. Ja, ist eh wurscht. Am Sonntag, da soll sich der Zukunftsbazi drum kümmern. Ja? Wir kümmern uns ums Hier und Jetzt. Ja? Und heute steht auf meiner nicht vorhandenen Uhr, dass wir God of War weiterspielen. Okay? God of War haben wir letztes Mal bei einem Stromdrachen irgendwie hängen geblieben. Was heißt hängen geblieben? Den haben wir noch zusammengehauen, sozusagen. Und jetzt haben wir irgendwo auf so einer Plattform und jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, wir haben noch ein paar Meter Richtung, das ist so ein Tunnel, da haben wir noch eine und ja, ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass wir heute mal den Gipfel des Berges erreichen. Ja, ich möchte mir jetzt nicht da 100%ig festlegen, aber ich tippe jetzt einfach mal, dass es so werden wird. Bliertschmatz, ja genau, Bliertschmatz. So, apropos Bliertschmatz. Ich darf vorschlagen, wir fangen das zocken, oder?
Wir streamen halt wieder ungefähr bis um 19 Uhr. Gemütlich 2 Stunden unter der Woche. Ihr kennt die ganze Prozedur, das passt ihm eigentlich. Dafür komme ich morgen nochmal online. Morgen sage ich noch halt auch nochmal was dazu. Spielen wir das Wunschgame vom Billinger. Ja? Spider-Man. Ja, da schwingen wir uns ein bisschen nach New York. Ich wollte schon aber nach New York. Ja? Wird das auch wieder erfüllt. Sagt es, meine Community schaut auf mich und meine Wünsche. Sehr gut. So, Freunde der Sonne. Jetzt aber. Jetzt aber presto, gell? Der haben wir da mal weiter. So, warum knistert jetzt da der Ton wieder, weil Capture Card wieder nicht gescheit drin ist, oder was? Ich Capture Card noch mal aufmachen. Tatsächlich. Ja gut, das hilft ja nicht. So, mach hin. Mach hin, Zeit ist Geld und Geld haben wir keins. Jetzt hört es sich gut an. Sehr schön. Noch 15.000 Punkte, dann hast du auch ein Wunschspiel, oder was? Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass da heuer noch mehr daherkommen werden. Ich sage mal so, die Leute, die schon sehr lange dabei sind, oder seit Beginn auch dabei sind, die haben jetzt dann hübsch so weit, dass sie sagen können, jawohl, ich habe jetzt ein Wunschspiel. Es wird kälter. Wir müssen fast oben sein. Grieselt der Sound jetzt immer nur, oder was? Grieselt der Sound bei Ihnen, wahrscheinlich schon, oder? Gut, dann Name neu auf mir. Mein Capture Card, was ist denn? Warum einmal mit einer Profi-Software arbeiten? Ha? Das war so zauberhaft, wenn man einmal mit einer Profi-Software arbeiten kann. Die wo einfach funktioniert, wenn man es einschaltet und nichts umstellt, dass alles passt. Das war einmal sehr, sehr gut. Jetzt hört es sich gut an. Ja, den hast. Ja, gut selig. Okay, hört sich gut an. Okay, es hört sich doch nicht gut an. Mei, was ist denn da jetzt wieder? Ich flippe aus. Ohne Witz, ich flippe aus. Moment. Ich stecke mal schnell kurz ab und nochmal an. Bin gleich wieder da. Da, der Gipfel. Wir sind ganz nah dran. Danke. Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Kriselt aber nur steinweise, gell?
Gut. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo Okay, du so viel hintrittst. zum Thema, wir kommen heute noch zum Gipfel. Das Grieseln scheint jetzt weg zu sein, oder? Je nachdem, was gemacht wird. Beim Sprechen war es nicht, ja eben. Jetzt hört es sich aber normaler, oder? Oder täusche ich mich da? Jetzt hört es sich sauber auf da, ja? Ja, Herrgott, Seli, wenigstens. Ich weiß nicht, wo es war, aber es passt wieder. Sehr gut. Machen wir einfach weiter. Ist weg. Klingt gut. Ich glaube, es hat sich ausgerieselt. Ich glaube auch, dass es sich ausgerieselt hat, ja. Genau, oben beim Gipfel. Ja, jetzt kommen sie wieder. Ja, und da geht's wieder an jetzt. Mei, sowas nervt mich. Kommt das vielleicht sogar von der PS Xbox, von der PlayStation? Das kommt normalerweise, wenn es grieselt, liegt es daran, dass sie dort Software irgendwie, dass die beim Aufmachen irgendein Problem hat. Und dann machst du es normalerweise, wenn das passiert, machst du es zu, also schließt es komplett und dann machst du es wieder auf, überschneiden sie die Kabel. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht geschaut. Moment. Na, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Klingt auf alle Fälle noch verloren in Samples. Weiß ich nicht, nach was das klingt, das hört sich auf alle Fälle nicht so, wie sie sich anhören soll. Zumindest im normalen Spielfluss scheint es jetzt weg zu sein. Nur die krassen Kampfszenen, da kriselt sie einem noch ein wenig. Ich weiß halt nicht, an was das liegt, keine Ahnung. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Müssen wir jetzt einmal schauen, wenn es gar nicht geht, dann müssen wir uns eine Alternative für heute suchen, dann müssen wir was anderes spielen und dann muss ich schauen, dass ich das in den Griff kriege. Aber das ist wieder so typisch. Da machst du eigentlich nichts, aber es funktioniert halt von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Hast du in letzter Zeit Ball? Du weißt, warum wir hier. Hat dir mein letzter Besuch die Zunge gelöst? Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur. Und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Oha! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns ein anderes Auge. Den Dude weiß ich tatsächlich noch. Sind wir wirklich, nicht wahr? Haltet die Klappe. Und jetzt haben sie es wegbeamt, oder was? Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich?
Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der 9 Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin Das sehr ist nix. schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen. Ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie Wir wollte das... sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Er ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie. Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder, falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Schon, dass man das, für die früheren Teile hätte man das nämlich jetzt gesehen. Saphira, aber Eri, servus. Alles gut bei dir? So, Freunde der Sonne, ich mag eigentlich sowas nicht bieten. Ich werde jetzt noch einmal die Game Capture neu starten und sollte das immer noch nicht besser sein, oft braucht man Ersatzcontent. Weil ganz ehrlich, das tue ich euch nicht, dass ihr da die ganze Zeit so einen grieselnden Sound habt. Weil das Letzte, was ich möchte, ist, etwas abzuliefern, was qualitativ scheiße ist. Okay? Und das tue ich mir nicht an. Das geht mir auf den Sack und das geht, wenn es mir auf den Sack geht, übertragt sich das auf euch und das ist nicht gut. Okay? Ist dieser Deal? Ich glaube schon. Ja, da findet man schon irgendeinen Ersatz, wenn es jetzt wirklich nicht besser wird. Grüß, God of War beieinander. Price habe ich dir. Alles gut bei dir. So, jetzt passt's auf. Wo ist jetzt? Pass auf, machen wir es ganz anders. Jochen geglaubte reicht der? Nein, halt die Klappe. Wir brauchen speichern. So. Passt soweit. Sehr gut. Dann schalte ich der Vollständigkeit halber da nochmal an.
Passt's auf. So, da machen wir jetzt zu. Ich hoffe halt einmal, wenn ich das jetzt nicht beheben kann, dass es nicht an der Game Capture selber liegt, weil das geht ins Gate. Der Game Capture gerade ist nicht billig. Oder verhältnismäßig nicht billig. Aber gut, und da ist auch nicht helfen. Da kriselt es jetzt zumindest schon mal nicht. Ja, sicuro. So, ich hoffe mal, dass es jetzt dabei bleibt. Okay, dass wir jetzt, hoffentlich ganz in Ruhe noch gute 1,75 Stunden da durchziehen können. Weil Bock hätte ich jetzt eigentlich schon. Hoffen wir, dass uns der Technik jetzt keinen Strich durch die Rechnung macht, okay? So. Jötunheim. Wir gehen nach Jötunheim. Wir finden das verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Herzi Guru, okay? Herzi, da war einmal Guru. Gut. Bald können wir die Runen auf Muspelheim übersetzen. Muspelheim, Chiffren, gefunden 3 von 4. Ich habe nicht mehr gewusst, dass ich die ersten 3 schon gefunden habe, abgesehen davon. Wie schaut's denn eigentlich da aus? Das war einmal das Wichtigste. Wolkenflug, was macht der? Aha, ja gut. So, die Spider-Man Main Story habe ich jetzt auch durch. Ah, Mr. Billinger, wie lange haben Sie da braucht? Wie lange haben Sie da braucht, Mr. Billinger? Das war mal interessant zu wissen. Ah, nein, das tun wir nicht. Auch Bogenfertigkeiten haben wir auch, da schon her. Was haben wir da noch? Erhöht Pfeilschaden, ja gut, das ist so. Ja, obwohl, wenn das später stärker wird, warum denn eigentlich nicht? Es kostet eh fast nichts, also eine mit dem Schub. Ja, das nehmen wir jetzt einfach einmal mit. Achso, das ist eh noch nicht. Okay, ja gut. Was haben wir da noch? Verlängert die Schockdauer. Vorsorge gehen mehr Schockschaden, Betäubungsschaden. Okay. Wo ist das gute alte durch die Kisten durchdreschen? Das macht er bei Holzkisten tatsächlich. Mr. Price. Gute 20 Stunden, ich hab auch. Was? Ich hab aber auch alle Rucksäcke und Sehenswürdigkeiten und ein paar Nebenquests gemacht. Ja gut, okay. 20 Stunden rein für die Story und dann können wir ja dann nochmal schauen, für den Fall, dass wir es weiter spielen oder länger spielen, Daten. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurück. Mr. Price, Achtung. Bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Da hast du durch Kisten dreschen. So, mal pauschal durch neben dem Ding vorbeirennen, weil. Okay, doch kein Loot. Es gab halt nur 3 DLCs, okay. Wo müssen wir jetzt hin? Irgendwo. Ah, da müssen wir her, okay.
Dann müssen wir da her. Das sind Nebenquests. Die werden wir überwiegend skippen, sage ich jetzt einmal. Da müssen. Ja, gut, wir können eh nur daher, abgesehen davon. Ich glaube, wir haben letztes Mal eine Frostflamme gefunden, da wo wir unsere Axt weiter aufwerten können. Bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob wir das letzte Mal nicht schon gemacht haben. Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Er steht vor dir, Alter. Ich Chill glaub eigentlich nicht. dass es Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja, Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Okay, der Baldur ist. Insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Der Baldur ist quasi ein Deiner Art? Asengott. Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meine Art. Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Wow. Ja, der Atreus stellt Fragen, unangenehme Fragen. Die greifen quasi storytechnisch in andere DLCs. Da gibt es ja mittlerweile 2 Teile, oder? Miles Morales ist der Nachfolger, glaube ich, oder? Das Ding ist, die Hunde haben jetzt ein Gollum schon wieder verschoben. Ich wollte ab Donnerstag eigentlich Gollum spielen. Was? Ich mach gerade eine Pause. Ich schrei dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ja, der kommt unerwartet. Meine Ruhe ohnehin schon gestört. Also gesellt euch einfach zu mir. Ja. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ich feiere die Sprüche von den Typen jetzt schon. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser. Zeichen der Zwerge erhalten. Sehr gut. Was wollt ihr sonst noch von mir? Hm? Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen So. und Trinken vergisst. Jetzt pass auf. Ja, ist doch schon gut mit deiner Schafft er es nicht, Klammerung. etwas Ordentliches zu kochen? Achso, das haben wir letztes Mal schon gemacht. Ja gut, Ich hab okay. wohl den Magen in der Familie abbekommen. Klauenbogen können wir verbessern. Was braucht er? Ja, komm, das machen wir. Was weißt du schon? Verbesserung von Glauben, erfolgreichen neue Fähigkeiten sind jetzt Fähigkeiten. Okay. Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Nehmen wir auch mal mit. Haben wir quasi mehr Leben. Also, was heißt mehr Leben? Wir haben ein zusätzliches Leben, sozusagen. Ja? So. Ansonsten brauchen wir eigentlich dabei eh nichts. Viel Glück. Oh, merci. Jetzt hat es geheißen, im Fähigkeitenbaum ist mehr verfügbar für einen Klauenbogen, oder was? Aha, da schau her. Was haben wir jetzt da? Ja, machen wir das auch mal, weil der Atreus kämpft ja passiv mit. Das meine ich schon überhaupt nicht, wenn der aber ein bisschen Bogen hat. So, wir müssen jetzt halt südlich vom See, meine ich, hat's geheißen, oder? Kannst du da vergessen, dass da jetzt keine Gegner kommen. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Ja, das ist einfach. Ein Boot finden, Junge, Bulle, das ist. Brudi, das ist kein Thema. Ein Boot finden, der muss weg. Also, Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Aha, ich tippe mal, dass das der Tor ist. Weil er einen Meinungsverstärker in der Hand hat. Ach, übrigens, für Ich die. wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Jetzt bin ich wieder so mehr. Sie konnte kämpfen. Stimmt's? Ja, sie kämpfte. Wundervoll. Was ich sagen wollte, ich habe jetzt übrigens für die Leute, wenn einmal einer Monster Hunter mit mir spielen möchte, am PC einen Charakter, mit dem ich euch sehr, sehr gut durch die Story ziehen kann.
Ja. Motorboot, Motorboot, rudern tue ich nur zur Not. Ja. Wie darf der Kratos jetzt singen? Das war jetzt interessant, Mr. Price. Was darf der Kratos jetzt für Varianten singen? Hey, kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz und zweckdienlich. Guck, wir haben einen neuen Klingt Schnellreisepunkt. nach Spaß? Weißt du noch eine? Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Ha? Schier war Neptun. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Wie hat man da jetzt Pfeile wechseln können? Ja, jetzt haben wir schon so weit. Wie hat man da Pfeile wechseln können? Der muss ja Strompfeile machen können, oder nicht? Das ist falsch. Ja, du kannst mir sagen, wie man Pfeile wechselt. Weil da ist jetzt der blaue Pfeil drin. Das ist der falsche. Ich brauche den Strompfeil. Wenn, dann war es der Poseidon. Der Neptun ist... Wo war denn dann der Neptun her? Das ist eine gute Frage. Poseidon ist auf alle Fälle der griechische, aber der Neptun, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was der Neptun für ein Gott ist. Also in welcher Mythologie. Ah. Hey, da muss man einfach mal sinnlos die Knöpfe drücken, dann wird das schon. Neptun ist römisch. Ich weiß, sie ist sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Es war eigentlich schon faszinierend, dass die Römer, die wo ja auch in Griechenland waren, andere Götter haben als wie die Griechen selbst. Ne? Ja, das war irgendwie klar. Oh. Ja, so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Wir kommen jetzt so wieder auf, gar nicht, oder was? So viele Götter und so viele Religionen und Mythologien, keiner kann man Ja, okay. Ich wünschte, Mutter wäre. Oh, da schaut's her. Da ist Hier geht's raus. ein Siegel. Die Frage ist, für was für eine Truhe ist das interessant? Hey, damit kann man nicht nur die Muspelheim-Runen lesen, es birgt auch die Weltenrune. Sie können jetzt die Sprache von Muspelheim lesen. Sie können Muspelheim über die Weltenreise aufrufen. Aha. Wo es auch immer Muspelheim ist. Wird man schon noch erfahren. Schauen wir mal, was da umgespielt wird. Du schon, ja. Kehrt um, Asen. Die Götter sind hier wohl nicht willkommen. Ach, da müssen wir aussehen, oder was? Ja gut, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, und meine zuverlässige Quelle ist mein Hirn,
dass wir da sowieso noch mal runterkommen. Muspelheim ist die Feuerwelt. Also praktisch die Hölle, oder was? Es ist die Hölle. Muspelheim ist Endgame-Zeug, okay. Ach, stimmt, ja, Moment einmal, da kämen doch, da kämen doch dann, ja, da kämen später, glaube ich, Walküren, wenn man in Österreich ist, oder? Oh, Hier. cool, schreiben wir mal. Junge, Gut, das kommt ins Tagebuch. Muskelheim, hier finden Sie Ares, Herkules, Obelix, Rambo und ein Terminator, abgekürzt Jim. Oder so. Na, die Hölle ist Helheim. Beziehungsweise Helheim ist heute. Da sollst du dich auskennen. Da stirbst du und weißt im Endeffekt auch nicht, wo du hin musst. Da brauchst du schon, da weiß ich nicht. Da brauchst du einen Taxifahrer, der wo sich auskennt. Ja, du musst auf Helheim, du musst nach Muspelheim, ja, du kommst nach Rosenheim, weiß nicht. Wie geht es dir, Joe? Stell die Freude nicht. Ist die Hexe hier? was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Es ist ein Krötenknädel. Da, Krötenknädel. Das ist auf alle Fälle Heilung, das ist Zauber. Ja, freilich, ist eh klar. Du Arschloch, du. Du musst jetzt auch noch rauskommen aus deinem Rosenfeld. Oh, na, oder was? Oh, der ist hysterisch. Ja, Herrgottselig. In Rosenheim wäre nur Weißwürst gewesen. Da möchte ich da hin, bitte. Lies es. Ja, Vater! Da möchte ich da hin. Seder-Meetings über jeden Eindringling. Aha, ja, passt schon. Du musst dich hinter sitzen und präseln darfst nicht, aber sonst darfst du mitfahren. Kriegen wir schon. Ja, gut. Okay, geh mal in den Krückennägel rein. Oh, da ist noch was zum Lesen, da schon her. Lies vor. Ja. Tod dem Rabengott, Fürst der Gehängten. Ein Rabengott. Schauen wir mal, ob es da herum noch irgendwas gibt. Ja, das will, da will wir uns schon umschauen. Da schon her, siehst du, da ist auf alle Fälle. Du Fettbotzen, du Gründige! Amastan, Brenne der Sonne. Dankeschön. Was haben wir jetzt da? Na gut, der geht nicht auf. Die Truhe ist durch eine Runenmagie verschossen finden und brechen sie 3 Siegel, um sie zu öffnen. Okay. Ja, Moment einmal, das Siegel von da unten, was wir da in dem Untergrund da gefunden haben, ist ja hoffentlich jetzt nicht für die Truhe da. Ah, das sind sicher eine Siegel. Oh, da ist ein Gockelmann, da ist der. Ach, da oben, da ist auch noch Apps. Das sind 2. Da muss aber noch irgendwo anders Siegel sein, tatsächlich. Hier, Junge. Ich kenne diese Runen. Das ist Windir. Wind. Muss zu der Sandschale da unten gehören.
Das ist eine Sandschale? Ach, da unten ist eine Sandschale, tatsächlich. Ja, okay, gut, alles klar. Da ist eine Sandschale, die ich nicht gesehen habe. So, jetzt haben wir da 2 Runen und da geht aber die dritte noch ab. Ja gut, jetzt schauen wir mal. Jetzt pass auf, komme ich von da überhaupt hin? Wahrscheinlich schon, oder? Ach du schau her, die drehen sich beide mit, oder was? Nur die nicht. Ist die jetzt fest oder was? Nein. Okay, da gibt es entweder F oder B. Was? Helheim ist die Unterwelt für die Alten und Kranken, die natürlich sterben, die tapferen Krieger, die im Kampf fallen, werden von den Walküren nach Valhall gebracht. Da wird dann mit dem Odin gefressen und gesoffen bis Ragnarök. Saufen bis zum Umfallen. Ja, das hört sich... Gut, wenn du da bist, da bist du schon umgefallen, aber saufen bis zur Versenkung. Ja? Gut, ich verstehe jetzt die Frage nicht. Was das mit der Truhe da auf sich haben soll, aber ich tippe mal, dass wir da die Kugel da dahinter für irgendetwas brauchen. Ja? Ich tippe mal, dass wir das jetzt noch nicht machen können. Jetzt gehen wir mal zu der Sandschale da unten, da wird man dann vielleicht wieder ein Meter schlauer werden. Helheim. Ja, deswegen hätte ich auch gemeint, so Hölle, ne? Hölle. Was steht da? Falke, Habicht und Fasan. Schwimmen im luftigen Ozean. Ah, Wind. Wind. Es ist was passiert. Ah, kann man mal machen, das passt schon. Runenbeschwörung. Beschwert ein Spektralhirsch, der beim Laufen zerstörerische Energie entlädt. Expecto Patronum oder was? Finde die Wölfe aber tatsächlich irgendwie ein wenig geil. Ja, wobei. Nehmen wir einen Hirsch. Mehr Hirschenhand, mehr gut, habe ich gehört. Ja, die Wikinger waren hart. Die haben gesoffen, geschlägert und gefegelt bis verreckt haben. Und wenn sie nach Valhalla gekommen haben, haben sie noch mehr gesoffen. Es gibt schlimmere Todesformen, wenn du mich fragst. Vater, sie ist hier. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Sie ist ja eine Göttin, verdammt nochmal. Kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her. Sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Sie ist böse. Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger. Ah. So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Eine mit die Würmer. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Das genügt.
Es hat geklappt. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusstet's auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Oh, dünnes Eis. Einst Anführerin der Wanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber Jetzt. Götter Gern plus geschehen. Kratos. Dünnes Eis. Das ist ungefähr so, wie ich auf Blütenstaub allergisch bin, ist der Kratos dezent allergisch auf Götter. Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge? Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Aber Samstag schon losfliegen muss ich da. Ach, ihr fliegt jetzt am Samstag in die Türkei. Oder wie, Frau Fichterlich? Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Ja, was ist jetzt da, Mr. Price? Was ist denn da in Jötunheim? Wer könnte uns besser den Weg sagen? Ist das dann, ist das die Welt der Riesen? Das habe ich schon verstanden, aber was genau ist dann da Phase? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Aha, die Rune vom Feuer, die wo wir dort dreimal haben, ist für die Truhe dahinter. Ja, oh, da ist die nächste, da siehst du es da müssen wir zusammendremmen. Gutes Auge. Nur noch eins. Ah, und da können wir jetzt nicht so ohne weiteres rüber, da müssen wir etwas umwerfen und da müssen wir sprengen. Ja, okay, gut. Moment einmal da. Aha. Ja, da waren wir letztes Mal schon. Jötunheim ist einfach eine Welt im Mittelteil vom Weltenbaum, so wie Midgard. Da wohnen die Riesen. Aha, das ist also quasi okay. Da waren wir auch gerade, das ist der Brunnen gewesen, da wo wir aufhören, okay. Ich muss da ein wenig schauen, das versteht schon die Frage, oder? Da kann ich tatsächlich hier so umspringen, okay. Da waren wir ja auch schon. Da hinten ist noch ein Feuer, Sandschale, aber weiter geht's halt da jetzt erstmal auch nicht. Glaube ich. Wird schon passen. Gut. Da tun wir uns natürlich leichter mit dem Aufzug. Was bist jetzt du gewesen? Achso, das schaut aus. Okay, das hat jetzt ganz komisch ausgeschaut. Da weiß nur Ost. Mimir, warum hat Freya dich angespuckt? Nein. Erzähl von Baldur. Er behauptet, nichts verletzt ihn. Ja, Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das Prahlen eines Gottes. Jeder hat eine Schwäche. Er nicht, fürchte ich. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Das hast du schon gesagt.
Wirklich? Was ist der Ursprung dieser Kraft? Naja, ich erinnere mich an einen Zauber. Mimir? Ein Teil meines Gehirns erwacht gerade noch zum Leben. Ich brauche noch einen Moment, um es aufzumachen. Ist der etwa kaputt? Der Kopf ist kaputt, ja. Ich hab so das Gefühl, dass in unserer heutigen Welt auch ein paar Köpfe gibt, die kaputt haben, ne? Die schauen zwar augenscheinlich aus, wie wenn sie intakt warten, aber in Wirklichkeit haben die hin. Perfekt. Legt in der Nähe der Brücke an. Und schon mal ein Pro-Tipp für Spider-Man, es gibt ein Schnellreisesystem, das nimmt man aber nicht her, weil es langweilig ist. Jetzt muss man mal Folgendes erklären. Beim Spider-Man... Warum hat Freya dich eigentlich angespuckt? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Genug, keine Geschichten. Nicht, wenn wir... Ja, ich dachte genau gerade, das dachte ich nämlich... Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähl später weiter. Ja, gut, das ist eine super Sache mit mir. Folgendes, warum sollte ich denn bei einem Spider-Man-Spiel eine Schnellreisefunktion nutzen, wodurch der Augenmerk aufs Schwingen durch die Stadt ist? Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Verstehe ich jetzt bei so einem Spiel zum Beispiel oder bei Horizon oder bei keine Ahnung was, bei richtig großen Open-World-Spielen, da macht das Sinn. Oder bei Witcher, Kind sein gibt's sämtliche Spiele aus dem Genre nicht mehr. Aber bei einem Spider-Man bin ich der Meinung, ist das Schwingen ja eigentlich richtig geil. Das gehört ja dazu. Sonst war der ja nicht Spider-Man, sondern was weiß ich. Bringt mich dorthin. Der Quick Travel Man, was weiß ich. Ich hab's genau einmal hergenommen fürs Tutorial. Ja, für die Leute, die Leute. Ja, okay. Die, wo beim Zocken dann schwindelig wird. Dann brauchen wir aber auch nicht Spider-Man kaufen. Gut, jetzt halte meine Lippen an das Horn. Es ist Schlangenzeit, Freunde der Sonne. Die Weltenschlange beehrt uns wieder. Das ist schon geil gemacht. Warum tut sie das? Odin errichtete diese Statue zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Hat der nicht. Sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein. Uns kümmert nur Jötunheim. Also gut, wünscht mir Glück. Ich hab's noch drauf, Jungs. Sie erinnert sich. Oh nein, falsch. Wieso blauschig? Sie kennt euren Verlust. Sie wird helfen. Interessant. Was ist? Ist nichts Wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Das ist schon geil gemacht mit der Schlange. Wir brauchen 2 Dinge, um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltnorme lernen, die die Reise nach Jötunheim ermöglicht.
Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Mr. Price, was ist der Hintergrund zwischen Tor und derer Schlange? Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Weisheit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das, sie dachte, ich hätte gesagt, ihr werdet Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Hey, seht mal! Das Wasser ist noch weiter gesunken. Man sieht noch mehr von den Weltentüren und Statuen. Ich sehe auch neue Orte zum Erkunden am Ufer. Wo ist dieser Meißel? Wir brauchen erstmal ein Boot und dann geht's weiter. Michi, aber der. Möchtest du es wirklich wissen? Das kommt jetzt drauf an. War das ein Hardcore-Spoiler für alle Leute oder. Also, ich weiß, was später mit der Schlange passiert, so ist es jetzt nicht. Ne? Ich weiß, dass da die Geschichte noch nicht ganz vorbei ist mit ihr da. Alter, die schaut so geil aus. Da schaut's, ne? Die sollen sie jetzt einfach mal schön praktisch. Ne? Da zieht zwar wieder auf, aber die werden sich dann schon irgendwo mal in der Luft verziehen. Die Frage ist, ob es für die Schlange überhaupt ein Loch gibt. Ja. Gut. Ja, und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Michael, ist gut bei dir? Das ist eine ganz nette Danger-Nudel. Also zintig, wenn die wird, dann meine ich, kann das eine oder andere nicht zu Bruch gehen. Ja? Ich meine, hallo, die ist ja ungefähr 18 Mal so groß wie das Gebirge dahinter. Das ist schon heftig. Ist die wirklich so lang, dass die komplette Welt umschlingt, oder ist das einfach nur so ein Gerücht? Oder ist die wirklich so lang? Spielst du gerne auch unbekannte Spiele? Sagen wir mal so, kommt drauf an. Kommt drauf an. Naja, das hat mit der Geschichte vom Spiel nichts zu tun. Das ist so lang. Die ist so lang und wohnt im Urozean. Da ist aber weit und breit kein Ozean zum Sehen, oder? Da ist aber jetzt weit und breit kein Ozean zum Sehen, oder? Gut, so lang wie die ist. Der wird dann wahrscheinlich hinter dem Gebirge irgendwas. Aber wahrscheinlich hängt die anderen 2 Drittel von ihr hängen im Ozean drin. Das kann durchaus möglich sein. Das hat mit der Geschichte vom Spiel selber nichts zu tun. Ja, dann kannst du es ja mal raushauen, wenn es wirklich ist. Du kannst es ja, wenn es krasse Spoiler, wenn es krasse Spoiler enthält, die kannst du ja auslassen. Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Jetzt brauchen wir Map. Map, wo? Aha, haben wir jetzt in die falsche Richtung gegangen, oder was? Tatsächlich. Wir haben in die falsche Richtung gegangen. Wenn wir zum Boot kommen, können wir entweder diesen besonderen Meißel suchen oder uns noch etwas umsehen. Mir ist jede Entscheidung recht. Den Meißel brauchen wir. Wir haben ab jetzt der Maurer gratis, ja? Mehr Morseln haben mehr gut. Wo lang geht's zum Meißel? Rudere bis zu den Statuen der Ruhe. Dann zwischen ihnen durch. Ach, da hinten. Ja, der meine hat's hinter sich. Oh, jetzt auf der Obdasche her. Mimir, warum hat Freya dich eigentlich angesprochen? Naja, größtenteils gibt sie mir die Schuld an ihrer derzeitigen Situation. Und nicht vollkommen grundlos. Es geht alles auf den großen Krieg zwischen den Asen und den Wanen zurück. Davor waren Kriege ein Kinderspiel für die Asen. Doch die Wanen hatten sich als ebenbürtig und ebenso verheerend erwiesen. Beide Seiten erlitten große Verluste. Und für viele von uns war der Krieg kein Spaß mehr, sondern eine sinnlose Vergeudung kostbaren Lebens. Findest du nicht auch? Wir machen später weiter. Generell ist ein Krieg eine sinnlose Verschwendung von Leben. Was ist denn jetzt für einer? Haben wir mit überhaupt richtig? Ja, glaub schon, oder? Haben wir mit richtig?
Muss, da müssen wir richtig sein. Einfach einmal alles die 10 kaputt machen, dann wird schon passen. Bei Ragnarök kämpft ein Thor und Jormungandr gegeneinander. Sie beißt ihn, er wird vergiftet, der schluckt ihn mit seinem Hammer und verreckt gleich drauf von ihrem Gift. Hey, aber die beiden leben ja noch. Achso, ja, weil die. Okay. Ja, passt schon, weil das mit dem Spein nicht zusammenhängt. Ist schon klar, okay. Also rein geschichtlich und rein mythologisch kommt jetzt wieder so eine geschwäne Fettsau, ist eh klar. Aua. Ich hau der Birnsütze, da gehst her. Ach, der ist schon hin. Ja gut, nice. Aha, ja, super, toll. Schön. Also das heißt rein theoretisch, also wenn man es jetzt ganz genau nehmen darf, weil ja die Schlange noch lebt ja der Thor auch noch und das darf aber eigentlich nicht sein, weil die haben sie ja beide kaputt gemacht. So mehr oder weniger. Oder wie verstehe ich das? Muss ja fast so sein. Ihr, die ihr unter den Lebenden weilt, meine geliebte Gulweg ruft mich. Sie sehnt sich nach Frieden, doch ihre Überreste sind verstreut. Ich flehe euch an, macht meine Gulweg wieder ganz. Wo sind wir im Gulag? Igitt. Gulwegs Federmagie kennt keine Grenzen. Sie kann euch mit jenen einen, die ihr verloren habt. Echt? Wie? Junge. Ich rieche deine Trauer, Kind. Sei versichert, ihre Magie ist stark genug, um Brücken zwischen Leben und Tod zu schaffen. Wenn auch nur für kurze Zeit. Junge, wir gehen. Aber wenn das, glaube ich, im nächsten God of War dann kommt, das heißt ja sogar noch Ragnarök. Und am See verteilt. Das tatsächlich wahrscheinlich eher sogar nicht. Weil das aufgrund von der Geschichte, was in dem Spiel noch passiert, wird, sagen wir mal so, die Schlange und der Thor können normalerweise im nächsten Teil auch nicht aufeinandertreffen. Warum? Hast du nicht gehört? Wir könnten mit Mutter reden. Und was Ragnarök, was, das weiß ich schon, was das ist, im Endeffekt Apokalypse sozusagen. Dieser Meißel, den wir suchen, was ist das? Ich bin froh, dass du danach fragst. Da habe ich die passende Geschichte dazu. Einst lebte ein Riese namens Tabor. Ein sehr riesiger Riese, der trotz seiner berghohen Gestalt Ein riesiger Riese. der beste Steinmetz war, den diese Welt je gesehen hatte. Der stolze Tabor hoffte, eines Tages sein ganzes Wissen an seinen Sohn weitergeben zu können. Doch der junge Hrimthur hatte das Herz eines Kriegers. Vielleicht trug der Vater zu große Furcht in sich oder der Sohn zu wenig. Wie dem auch sei, ein Streit von ihnen geriet außer Kontrolle und der überarbeitete Steinmetz, bong, schlug seinen Sohn. Hrimthur floh in die Nacht hinaus. Vor Schande und Bedauern lief Tamur seinem Sohn nach. Doch aufgewühlt wie er war, hatte er sich schon bald in Midgard verlaufen und war allein. Leider fiel er der einen Person ins Auge, der er des Nachts so fern von zu Hause nicht begegnen wollte. Thor. Und? Was geschah dann? Wirst du schon sehen. Aha, jetzt haben wir in der Antarktis. Sehr gut, toll, super.
tötete ihn. Und da ist einmal ein massiver Oh Hammer. nein, er fiel auf ein Dorf? Ja, Tamur zerschmetterte bei seinem Fall einen netten Ort, dessen Bewohner den wahren Gott Njörl verehren. Thor behauptete immer, das alles geplant zu haben. Aber die Wahrheit ist, dass der Sack einfach Glück hatte. Ach, das ganze Ding ist ja riesig. Ach du Scheiße. Also, ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil ich da jetzt alle einen Spoiler-Zipfel im Fressen habe. Gut, dann nicht. Dann warten wir da noch ein wenig. Alter, also, ich habe mal gehört, dass man die Schnellreisepunkte anschmerzen muss, damit sie aktiv werden. Ein Wolke! Eine gefährliche Bestie. Wir werden ihn gemeinsam erledigen. Ach, da ist noch einer. Ja, gut, okay. Wir suchen einen Meißel. Die Spitze davon, ja. Einen sehr, sehr großen Meister. Mist, das hat gar nichts gebracht. Also der Meißel kehrt dann wahrscheinlich da eine, oder was? Magisch versiegelt, fürchte ich. Bruder, der Kristall ist wieder aufgeladen. Viech weggeeifert. Aha, ich sag schon, das ist wieder irgendein so ein Rätselding. Ach, das kann man dran. Ah, wo erstmal noch die Truhe auf? Oh, netter Trick, Junge. Danke. Seine Idee. So, dann noch die andere Richtung. Nächster, so ein Scheiß der Godanov. Wisst ihr, was mich das erinnert? So ein bisschen an God of War Ascension, wo wir ganz am Anfang im Gefängnis der Verdammten haben, bei so einem riesigen Mistviech. Das hat gerade irgendwie etwas davon, ja? So eine nette Anlehnung. Und die Überlebenden? Oh, Tamur war ein Frostriese. Als er starb, ließ sein letzter Atemzug. Falls wer den kompletten God of War Ascension Run sehen möchte, Ausrufezeichen YouTube, da ist die ganze Playlist. Aha, du bist lebendig, die hauen wir gleich mal um. Oh, nix da mehr mit lebendig werden. Ich sehe schon, heute kocht der Kratos wieder geschnetzelt. Mindestens! Mindestens! So, dass da Heilung gibt, das gefällt. Rudi, chill. Was sagst du denn schon wieder? Ja, ich sehe Braten. Ah, da schau her. Selten Beinrüstung. Aha. In einer Punkt in Stärke, den riskiere ich. Kriegen wir mehr Defense und ein bisschen mehr Runenkraft. Das ist gut. Was ist überhaupt? Würm, Runen, Schulterrüstung. Haben wir da noch was anderes dazu? Wahrscheinlich nicht. Ja gut, okay. Ja.
Jetzt haben sie uns ein paar Fliesenblattel auf unsere Arme aufgemacht. Sehr gut. Dann haben wir gekachelt worden. Ja, der hat's aber hoffentlich schon hinter sich. Das ist die Magie, die wir brauchen. Brudi, ich hoffe mal ganz schwer, dass du da liegen bleibst. Sonst meine ich, wird's ganz furchtbar greislich. Also ich wäre soweit. Warum, was ist denn da schon wieder? Ach so. Ja, ist eh klar, dass das nicht unbewacht ist. Das kannst du dir auch denken. Ah, freilich! Was der dreht sich auch noch, sehr gut. Ey, du regst mich bei langsam auf da mit deinem Aurora-Strahl. Was war denn jetzt das? Du Arschloch, du Grintix! Von links! Achtung, rechte Seite! Okay, die Nachtmare machen sie mir gerade nicht einfach. Narben zusammen, rotes Herz. Hey, Bio war selten dämlich, da du jetzt mehr rein. Oh, Herrgott, das war aber jetzt knapp. Er lebt mich am Arsch. Spotty, habe ich dir. Merci für deinen Resub auch schon im 8. Monat. Du bist doch bescheuert. Lebt mich am Arsch, die Zeit vergeht. Danke dir für deinen Support. Viel Spaß weiterhin in der Basis und viel Spaß mit den Emotes. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Wie geht's dir? Alles fit im Schritt, mein alter Kämpfer. So, erstmal looten und schauen, dass wir Heilung kriegen. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Gut.
Das sind Wolfsviecher, Price. Ist wurscht, sauber, unflauschig ist das Viech auf jeden Fall, auf alle Fälle. Runen. Ah, du schau her. Da haben wir jetzt pass auf, da haben wir jetzt gerade eben. Da, die haben wir jetzt eingelegt. Runen, also. Ja, da verlieren wir aber dann schon wieder zu viel Stärke, gell, meine Freunde? Das ist uns jetzt nicht wert. Vielleicht finden wir noch. Warte mal, haben wir den vielleicht schon? Nein, haben wir noch nicht. Okay, vielleicht finden wir da noch Beinrüstung, die wo ein wenig weniger kompensieren kann. Aber das ist uns jetzt erstmal nicht wert. Folge mir, Atreus. Jetzt looten wir den See da erst einmal, damit wir da ja nichts vergessen. Alles wunderbar, danke und selbst und servus. Also, bei uns passt alles, also bei mir zumindest. Alles flauschig soweit. Aha, da hinten ist auf alle Fälle schon mal eine Truhe. Das hebe ich jetzt einmal auf, in weiser Voraussicht. Aha, wir müssen praktisch jetzt da 3 Symbole finden, die wo dann das Gitter da aufsperren. Okay. Jetzt schauen wir mal, was gibt's da? Da gibt's jetzt... Das ist verkehrt auf jeden Fall. Wir müssen mal in eine andere Richtung werfen. Ach, das geht gar nicht, oder was? Ah, okay, ja. Oder kann man da rauf? Na, kann man nicht. Okay, ein Symbol ist auf alle Fälle schon mal aus. Das heißt, wir müssen jetzt die anderen 2 Türme noch finden. Die werden da auch irgendwo umeinander stehen. Und da schaut es mir an, wie wenn man da irgendwas dagegen werfen kann. Nächstes sage ich doch. Oh Gott, das kann lustig werden. GOW Kratos, hello from Israel, I'll speak English, PC or PS. Kann ich mal sagen, dass wir mir rein deutscher Stream haben und dass sie auf Playstation spielen. Bitte, dankeschön. Und dass er willkommen ist natürlich. Okay, irgendwie funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle. Ah, okay, das ist nur von... Ja, okay. Alter, ist das dein Ernst? Du hast da nur so wenig Zeit? Okay, das kann ich wahrscheinlich noch nicht machen. Da ist wahrscheinlich... Das hat wahrscheinlich mit dem da oben was zum tun. Da ist er wohl... Ah, warte mal. Da haben wir doch vorher gerade so ein Blitzdings. Da, das da hinten. Das muss man wahrscheinlich da aufzählen. Jetzt passt so weit. So, achso, das kann man nicht mehr, oder was? Wo ist denn das gewesen? Das ist irgendwo da gewesen. Meine. Hier ist der Sockel für den Kristall. Aber wie bekommen wir ihn runter? Ja, genau. Da brauchen wir jetzt die Wurzel, die wo wir da aufgeworfen haben. Die wo wir da dran geworfen haben. Das Weltenbaumharz. Praktisch. Wo? Wo ist der Start des Weltenbaumharz? Wo ist die... Ah, da schau her. Atreus, du bist direkt so was brauchen. Da schau her. Jetzt passt so weit. So, jetzt schaut das zumindest schon mal noch was aus. Dieses. Wir bringen Njörd die Beute des Meeres. Ja, man glaubt, Njörd beschwichtige den Wind und die See für die Fischer. Dafür liebten und verehrten sie ihn. Da brauchen wir entweder so ein Zockensymbol nach rechts oder halt so ein Hausdachel nach oben. Nein, nimm's halt nicht genauso. Das ist nicht gar so genau. Das war das zweite Symbol. Okay, das heißt, uns geht nur noch eins ab. Die Truhe da möchte ich haben. Da kommt mein innerer Monkführer. Ich kann jetzt nicht weitergehen, wenn ich die Truhe nicht eingesammelt habe.
Müssen wir jetzt quasi nur den dritten Sockel finden, wo der ist. Auf alle Fälle haben wir mal die Ruhe zum Eindreschen, das ist schon mal gut. Dahinter. Gut. So, dann brauchen wir jetzt nur noch das Hausdach, oder? Bingo. Wächst das da und schau es auf. Das hat sich aber jetzt hoffentlich schon gelohnt, gell? Ich frage mich, was dahinter ist. Zauberzeichen des Hüters erhöht Schaden aller Axtwürfe um 6%. Ich lehne jetzt einmal weiter aus dem Fenster und sage, dass ich meine Hacke ziemlich oft wirf. Ja, die Frage ist jetzt, wo haben wir den Zauber errichten können? Das war dumm, oder? Nein, das ist ein Talisman. Wo hat man einen Zauber einstellen können? Verstehe ich nicht. Hey, wo hat man, Leute, wo hat man den Zauber einstellen können? Muss man das an einen Amboss machen? Ach, das ist Stockman wahrscheinlich, oder? Ah, das sind die Slots, oder? Ah, das ist zauberhaft. So, jetzt pass auf. Axtwürfe werden erhöht, das ist schon mal gut. Steht, dass wir da auch Irrziehst draufkommen. Was haben wir denn da noch? Erhöht Resistenz gegen Frostangriffe um 50%. Ach, das kann man immer. Das kann man immer noch Gebiets. Okay. Moderate Bonusaktivierungschance auf einen Segen der Abklingzeit bei jedem erfolgreichen Block. Das hört sich auch nicht schlecht, aggraviert ist eine Bedrohung. Moderate Bonusaktivierung. Okay. Ja, gut, ich habe jetzt sehr geringe. Ja, dann tue ich das eine, weil warum denn nicht? Wir blocken oft und wir werfen das Hacke auf, das muss schon passen. Gut, passt. So, wo müssen wir jetzt den Kristall hinbringen, ist die Frage. Muss da ja hinter dir irgendwo sein, rein theoretisch, oder? Ah, da, okay. Axel nehmen wir mal mit. Jetzt springt uns mit Sicherheit gleich wieder irgendein Viech hoch, 100%. Der braucht's nicht mehr, seit Zeit können wir am Ackerbuch machen, wenn es ist. Gut, geht nicht. Aha. Ist da sonst noch irgendetwas da hin zum Beispiel? Ja, da müssen wir dann hin. Okay. Was bist jetzt dann du? Legendär. Weltenstaub. Formlose Substanz, die in Weltenrissen gefunden wurde. Damit können Eigenschaften verschiedener Talismane verbessert werden. Aha. Ja, gut, okay. Die haben wir schon gemacht, okay. Ja, gut. Gehen wir weiter. Das war wieder klar. Das hätten sie es nie aber jetzt auch sparen können, gell? Kopf des Tamur.
Wie kommen wir runter? Wie gang so bei? Ich habe einen Plan. Wirklich? Tu nicht so überrascht. Nichts für ungut, Bruder, aber ich glaube, dass nicht einmal Thor mit Mjölnir durch so viel Eis käme. Dann ist Thor ein Narr. Dürfte unterhaltsam werden. Junge, Bereit. Der haben da einen Hammer, wenn's war. Das noch. Warum frage ich ihn eigentlich auch so saublöd? Ah, freilich, ist eh klar. Den ganzen Mannschaftsbus auslassen, oder was? Oh, frisst deine eigene Medizin, du Arschkeibe. Das Gesicht ist hin, Mann. Oh, auf den Nierscheiben, das hat schon immer geholfen, sag ich doch. Schiebe ich zusammensack, wie so ein Kartoffel so. Aha, ja, war kaum intens, Freunde. Gut, wenigstens sind sie großzügig da mit der Heilung, ja? Das muss man schon sagen. Hacke to your face, ja. In mehreren Gesichter. Oh, gut, Geld haben sie uns auch da lassen, sehr gut. Wenn einfach mal ein ganzer Mannschaftsbus voll Trolle daherkommt. Wow, das war ein Wahnsinn, der Kampf. Hier, fang. Na toll, jetzt hast du einen leckeren Apfel verschenkt. Warum sah man dich nicht? Hier kann man sich nirgendwo verstecken. Oh, das ist ein kleiner Trick meines Volkes. Eine Art, unentdeckt zu bleiben. Du kannst unsichtbar sein? Ich habe die Fähigkeit, in die Zwischenwelt zu treten und euer Hirn versteht nicht, was es sieht und deshalb sieht es gar nichts. So vermeiden wir es, die Waffen, die wir fertigen, benutzen zu müssen. Bei Drachen funktioniert es wohl nicht.
Dein Bruder hat gefragt, ob du genug isst. Sieht ganz danach aus. Brock hat nach mir gefragt. Braucht sein Atem nach Met. Er hat sich schon wieder angefasst. Bandscheiben durchgeschnitten. Na dann kommt. Also geh weiter, so schwach kann doch das Hacke nicht sein. Im Tempel, nachdem das Wasser sank. Die Zwischenwelt. Kein Wort mehr. Still. Hierfür brauche ich absolute Ruhe. Bitte schön. Also den Schlag bringe ich jetzt noch auch noch hin, gell? Wo sollen wir anfangen? Ja, Klauenbogen schon wieder. Oha, die Rüstung können wir auch verbessern. Zauberplätze. Ja, die verbessert man dann. Weil warum eigentlich nicht? Könntest du eventuell versuchen, das sauber zu halten? Nein, war nur so eine Frage. Alles gut, alles gut. Die kann man noch weiter aufbessern quasi, oder was? Klasse aus. Ja, dann tun wir das halt. Ach, die ist jetzt auf Max, da schau her. Aber warum ist dann... Ah, okay, weil mache ich hergehen und mache ich nicht. Okay, ja gut. So, des Eistrolls. Ah. Da muss Atem. Können wir uns leider nicht holen, weil uns dort Hälfte angeht. Zauber, wo auch immer. Ach, da kann man. Ach so, ja, ja, das ist das, wo man einsetzen kann. Okay. Herstellen. Ja, ich kann jetzt meine Axt immer noch nicht verbessern. Den Klauenbogen hat es gekostet, kann man verbessern. Was ist mit dir, Kleiner? Wie hoch kannst du nicht eigentlich verbessern? Ist übersprungen einfach. Spitz, kannst du mir glauben. Was war denn das? Was genau meinst du jetzt? Was geht noch? Ja, gut, weiter im Text. Wir haben nicht ewig Zeit. Und? Wie sieht dein Plan aus? Überleg mal. Wie ich dich kenne, hat er nichts mit Herumstehen zu tun. Richtig. Aber wie kommen wir weiter? Erst einmal sein Board kaputt machen. Das ist einmal das allererste. So, und jetzt weiß ich aber auch nicht weiter, gell? Schaut mir aber. Zaumut ist dann wirklich auf Juwelen, was? Sogar Ach, sein da hinten, Bart war da schau her. damit geschmückt. Ich finde, er sieht irgendwie attraktiv aus. Naja, für einen schneebedeckten Toten. Hm, da hinten ist auch noch was. Kann man das. Wollte ich gerade sagen. Ah, da muss man schnell sein, okay? Also gar noch Zeit. Vorsicht! Mein Laden ist hier! Ja, schön. Wollen Oh, wir in guck das mal. Gebäude? In der Kiste eintreiben? Ist da drin etwas, mit dem du durchs Eis an die Meißelspitze gelangst? Nein. Ich überlege weiter. So, ja, das war ein Datschel. Das war kein Schlag, das war ein Datsch. Ja, der braucht einen Datsch, damit er die Axt, ne? Damit die mehr Wuchtigkeit besitzt. Ja, wie gesagt, ich hätte es auch noch. Gerade, dass er es nicht streichelt. Ne? Gerade, dass er es nicht streichelt und ihr eine gute Nachtgeschichte vorliest. Eine kinderfreundliche. So, ich war jetzt zum Putzen da Bescheid. Ja, ist eh klar. Dass der Ritter Kunibert da auch erinnert steht, das ist sehr, sehr, sehr gut. Ui, der ist ziemlich dick. Aha. So wie ich das sage, muss man die... Okay, Brudi.
Du hörst jetzt ab, da steh auf, um mit deinem Zeug umeinander zu werfen, sonst hat's dich. Boah, was war jetzt er eigentlich? Wie jetzt? Ja. Was machen wir damit? Mimir, du kanntest diesen Ort schon vorher? Ja, war hier mal auf diplomatischer Mission, um Frieden zwischen Asgard und Vanaheim auszuhandeln. Dieser Krieg, so viele Opfer. Ich wusste jedoch nicht, dass Thor bereits im Blutrausch unter den Riesen wütete. Was hatten die Riesen mit dem Man Götterkrieg musste zu tun? Überhaupt nichts, Junge. Das ist ja das Tragische. Sie ergriffen keine Partei in diesem Irrsinn. Aber Odins Verfolgungswahn wird nur von Thors Blutdurst getroffen. Der Schnee ist schon verdammt gut gemacht, gell? Jetzt warte mal, wenn ich jetzt da auf die Grabe gehalten und da umspringen, wahrscheinlich nicht. Ja gut, okay. Ich hätte gemeint, da kann man dann um. Ich finde es ja irgendwie witzig, wie dem sein Kopf da hinten umeinander baumelt. Ah, da kommen wir nach unten da schon her. Und wir müssen wahrscheinlich... schaut mir so, wenn wir da oben müssen. Dann gehen wir mir aber erst einmal nach unten, Freunde, weil da schaut es mir nach einem Secret an. Was heißt das da? Schuldenbazi-Auge geht nix. Gut, das ist zwar noch Hacksilber, aber bisher ist nix. Haben wir da mit so auch? Tatsächlich. Ja, ich tippe drauf, dass wir da... Ja, wir hätten sowieso daher müssen, okay. Noch ein Kristall. Achso, und jetzt können wir da aufgegraben, oder was? Ja, das Ding muss da das ist schon klar, dass wir das da... Dass wir das da freilegen können, quasi. Okay, ja gut. Moment einmal. Ah! Ah, das war zu spät. Das war zu spät. Oh, den größten Teil haben wir. Ja, da müssen wir nochmal. Das hilft ihm nicht. Das hilft ihm nicht. Merkst du, sonst habe ich jetzt recht. Ja. Das hängt aber jetzt gerade noch so drin, gell? Die gerade mal abgemerkt haben. Tja, ein unauffälliger Plan ist das nicht. Jetzt müssen wir den anderen Riemen lösen. Wirklich? Wenn's mir... Warte, wir kommen jetzt nicht mehr zurück, oder was? Achso, ja, da warten wir nicht. Okay, ja, da ist ja das ist ja noch gesperrt. Alles klar. Aber ich hoffe jetzt einmal... Scheiße. Können wir noch mit zurück? Ah, perfekt. Aha. Da klang nämlich die Erschütterung bis daher. Ja, gut, dass wir es nochmal ausprobiert haben.
Warum klettern wir hoch, wenn unser Ziel da unten ist? Denk nach. Also, die Meißelspitze liegt unterm dicken Eis. Zu dick, um es zu schmelzen. Korrekt. Und da waren auch keine Sprengkristalle, auf die ich schießen könnte. Also fällt das weg. Korrekt. Also müssen wir das Eis zerschmettern. Aber wir bräuchten etwas unheimlich Schweres, um... Ah, jetzt verstehe ich. Gut. Es hat gebimmelt. Ja, warum ein freundlich habe ich da, wenn man es eintreten kann, gell? Kratos, das war schon immer deine Stärke. Wie drehen wir Man den möchte ja nicht Hammer, mit der damit Tür er ins nicht an Haus der fallen. Spitze landet? Das ist nicht möglich. Schaut Wir auch schneiden kaum ihn los brüchig und aus. bringen ihn runter. Danach sehen wir, was als nächstes zu tun ist. Also hat dein Plan mit sehr viel Glück zu tun. Du kannst gerne etwas anderes vorschlagen. So. Die Schlaufe lösen. Was jetzt? Festhalten. Dieser Plan ist keine gute Idee. Still, Kopf. Und sie haben ihn verkannt, das Ganze. Ist nur ein Stück weit gefallen. Da hat sie's. Das hat sie verkannt. Säge auf den ersten Blick. Ja, Kratos, das immer nur mal. Auf alle Fälle gibt's da mal eine Truhe für uns. Das ist aber zauberhaft. Runenweber Kriegsgürtel. Aha. Was macht der? Nicht den Teufel. Gut. Es gibt kein Tier, die der Kratos nicht aufbringt. Wenn du mich fragst, arbeitet der Kratos auch beim Schlüsseldienst. Der Boden ist eingestürzt. Der kommt überall rein. Da ist eine Sandschale. Aber wie kommen wir da hin? Wir gar nicht. Aha. Rudi, da hat's selbst. Sieh her. Was steht da? Hat die Zeit ihre Ordnung vertan, kommt man ans Ziel nur umgekehrt ran. Umgekehrt? Also rückwärts? Die Symbole. Du. Jahreszeiten? Ja, aber alles ist durcheinander. Heißt es nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst? Warum Winter zuerst? So hieß es in einem Lied von Mutter. Oh, das kenne ich. Winter. Still, Kopf. Musik mag er auch nicht. Schon gut. Die ist jetzt knusprig, ja, und durch wahrscheinlich auch. Schreib es. Vaur, Hoist, Vetyr, Sumar. Oh, Summer, nicht mal. Summer jetzt ist super. Das war nicht richtig. Ach so, ach so, aha. Was haben wir jetzt? Was ist jetzt da, was? Also der Winter zuerst, oder? Sag ich das richtig? Winter. Frühling. Dann gehört das Sommer her. Schreib es. Vetyr, Hoist, Vaur, Sumar. Noch immer nichts. Junge. Ja, ist schon klar, weil ich noch nicht fertig war. Im Lied. Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Ja genau, weil da gehört der Sommer einer. Verstehst du mich? Und da gehört der Herbst einer. Verstehst du mich? Winter? Ist jetzt das Bladel der Herbst? Oder ist es der Frühling? Aha, warte mal, wenn es da eh gerade die 3 Symbole gibt, dann kann das eigentlich gerade der Herbst sein. Das heißt, das da ist verkehrt. Verkehrt wenn dann das. Ich sehe, glaube ich, da Knospen ist im Frühjahr. Hm? Schreib es. Vetyr, Vor, Sumar, Hoist.
Hat nicht funktioniert, aber das ist Okay. sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied. Okay, dann müssen wir doch anders anfangen. Dann müssen wir mit dem Frühling anfangen praktisch, oder was? Frühling. Sommer. Da gibt's keinen Herbst. Schreib es. Wettür, Wauer, Sumar, Höchst. Hat nicht funktioniert, aber das ist sicher die Reihenfolge aus Mutters Lied. Ja, okay, die Reihenfolge ist aber nicht. Das heißt jetzt... Die Frage ist, geht's auch von links nach rechts oder von rechts nach links? Das kann man jetzt auch mal... Ja, wobei, nein, geht schon von links nach rechts. Ja, aber was hat er denn dann? Das check ich jetzt gerade nicht. Es steht auch nirgendwo ein Hinweis, meine, oder? Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Ja, aber was ist dann dein Problem? Warte mal. Nein. Tür, Sumar, Sumar, Höchst. Das macht keinen Sinn nicht. Ja, wir können nicht zweimal Sommer haben. Umgekehrt, Jungs. Was? Natürlich. Das Rätsel. Die Antwort ist umgekehrt. Hä, wie Ach so. Die Antwort ist umgekehrt. Ja, das hätte ich aber... Moment einmal. Halt, das hätte schon passt. Andere Richtung, andere Richtung. Da gehst du hin. Winter. Frühling, Sommer und dann muss da der Herbst her, oder? Junge. Höchst, Sumar, Wort, Wettür. Gut, ich check's nicht, aber... Dieses Wort. Thola, das heißt andauern. Versuch es. Thola. Aha. Gut gemacht, Junge. Schreib es nochmal. Thola. Wir steigen. Die Energie hebt die Plattform. Schreib weiter. Thola. Schreib so lang, bis der Finger blühen. Und schreib schneller vor allem, dass es mir schneller geht. Ist das möglich? Meine Vermutung? Zeitmagie. Gefährliches Zeug, mit dem die hohen Waffengötter früher gern spielten. Die Fähigkeit, die Zeit Mehr Sommer, mehr gut, ja, das sehe ich ja so. eine Lieblingsbeschäftigung von Jörg. Früher? Wieso haben Sie aufgehört? Tja, wie sich zeigte, wandern auch Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält. Leider hält es nicht die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen. Also beschlossen sie, die Zeit lieber in Ruhe zu lassen. Ja, das war heute auch klar. Vorsicht, von hinten!
Geschafft! Schreib schnell weiter, bevor der Boden einstürzt. Also ein klassischer God of War, so ein klassisches God of War Level, wo du in einen Aufzug bist und Gegner kommen. Weiter! Schreib mal, Bulle. Darf man aber dann wieder mal umsagen? Man muss der Kundschaft ja das geben, was sie erwarten. Ja, das stimmt schon. Oh nein! Oh, das war Granatenviech. Der Hirsch ist brutal. Gute Investition, wenn. Lebende Energie! 01665 Merci für dein Following, cooler Name. Ich hoffe mal, das ist nicht der echte Nummer. Lebende Energie ist was von Ja, dann schau, dass das Ding wieder laufen wird. Mehr Blut, mehr gut. Genauso ist Herbert, habe die Ehre. Ja, mir tatsächlich auch, Mr. Price. Ah. Zu spät gemerkt. Zu spät gemerkt, dass du zwei so Dinge hast. Schade. Vater, die Schale ist fort. Es stürzt ein. Geht doch. So, jetzt wird der Schreibtisch umbaut. Ganz schön anschließt der Monitor. Sehr gut, Mr. Herbert. Brauchst du einen anderen Schreibtisch, hä? Gut Das gemacht. Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß, du miese Peter. Ein Piesemeter?
Der Name ist echt stark. 017669510 14-2. Also auch noch nie gesehen. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Aber Nein, nur Umbau, okay. Bereit? Leg deine ganze Kraft hinein. jawohl. Als ob sie jetzt auf dem Atreus seine Kraft ankammert. Ne? In Wirklichkeit druckt er jetzt zu 99% der Kratos dem Felsen weg. Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm! Macht absolut Sinn. Angst. Warum sollte ich? Ich hab dich. Ihr seid irre, ihr. Alles gut. Gut. Wir müssen weiter. Und Kratos einfach, halt die Klappe. Ja, da geht's nicht weiter, okay. Die Spitze. Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Vergiss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht mit seiner Zerstörerei, oder? So. Schöner Ausblick ist das da auf alle Fälle, oder? Schaut schon zauberhaft aus da in der Höhle, wo wir da jetzt... Ja gut, eigentlich ist keine Höhle, wir haben jetzt eigentlich nur unter dem ganzen Eis. Das ist eigentlich das da, wo man... Da vorne, das Rote hat man ja noch gesehen, wie wir auf dem... Wie wir da gestanden haben, da bei dem Bordzip wieder. Naja. Freunde der Sonne. Da machen wir nächstes Mal weiter. Machen wir einen Cliffhanger. Eis ist gebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Tatsächlich. So. Machen wir leise und dann machen wir wieder laut. Oder auch nicht, weil das Little Go ist. Sehr gut. Nehmen wir auch mit. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, doch natürlich, wir haben um 5 Uhr angefangen, 2 Stunden. Immer wenn ich auch da bin. Ja, bei dir mag es nicht laufen. Das mag nicht laufen. Aber schau her, ich komme morgen um 5 Uhr wieder und am Sonntag komme ich auch wieder. Okay? Ich baue alle. Unranked. Herbert 3. Unranked. 97 Stunden. Alter, Moment mal, wie hast du das jetzt gemacht? Okay, ich verstehe. Hä? Ja, ist eh wurscht da. Ist eh wurscht da. Der Herbert ist aufgrund des Getriggerten ist auf irgendeinen Command gekommen, der wo irgendwie triggert und keiner weiß wie. der Herbert ist unflauschig. Ausrufezeichen Watchtime. Einfach nur Ausrufezeichen oder was? Auch nicht schlecht. Jetzt muss ich aber extra zu Fleiß. Ha! Ich hab 412 Stunden 50. Was hat's denn das für Umfänger? Na scheiße. War ja auch komisch, wenn ich kein Watchtime nicht hätte. So. Freunde der Sonne, es ist ziemlich auf Nacht, ihr wisst es ganz genau. Ich bin am Überlegen, ob ich ab Herbst meine Streamzeit eine Stunde nach hinten schiebe. Ja? Dass ich um 6 Uhr anfange und erst um 8 Uhr aufhöre. Okay? Aber da muss ich erst noch schauen. War tatsächlich wahrscheinlich gescheiter. Aktuell geht es halt leider noch nicht anders aus. Ja? Es ist auch geplant, das kann ich eigentlich auch schon sagen, dass ich ab Herbst auch wieder sonntags Frühschoppen regelmäßig einführe, weil da habe ich dann wieder mehr Zeit. Sprich, das Tennisbein fällt ja jetzt überwiegend weg. Das ist ja dann nur noch alle heiligen Zeiten quasi, also Spieltage tatsächlich. Und da ja ich im Oktober sowieso an der Nase operiert wird, beziehungsweise an den Nebenhöhlen, darf ich sowieso 3 oder 4 Wochen keinen Sport nicht treiben. Das heißt, Tennisspieler technisch fällt das für mich heuer sowieso relativ, in Anführungszeichen, flach. Das heißt praktisch in der Zeit, wo ich dann daheim bin, weil ich gehe jetzt einmal davon aus, dass ich krank schreiben auch werde, weil ich darf, wie gesagt, nichts heben, ich darf mich auch nicht rühren und gar nichts.
dann kann es eventuell, das weiß ich aber noch nicht, das hängt von meinem Zustand dann ab, ja, ist ja nicht ganz so ohne. Dann kann es vorgehen, dass ich dann tatsächlich auch mehr Zeit dann natürlich auch für den Stream habe. Das ist aber sowieso klar. Weg mit dem Zinken oder was? Der ganze Zinken nicht, also zumindest nicht äußerlich, aber innen, wir werden quasi Nebenhöhlen praktisch, wie sage ich denn, wieder in einen Ursprungszustand zurückmacht, so wie es eigentlich sein sollten, weil das Ding ist, bei mir ist Nasenscheidewand komplett geschwollen praktisch, durch das, dass ich halt, durch meine Allergie, das ist wahrscheinlich auch was zum tun. Jetzt ist es quasi so, dass ich im Endeffekt seit Jahren, also das könnt ihr euch am besten so vorstellen, ich hab's ganz Jahr Schnupfen. Ja? Von Januar weg bis Dezember. Und da haben noch ein paar andere Sachen. Ja? Ich hab permanent Husten und das kommt alles von dem Zeug, weil da hinter zu über die Nebenhöhlen auf ist einfach alles zu. Ja? Das kannst du gar nicht erschneizen, deswegen gehört das operiert. Leider, ich bin Jahre davor weggelaufen eigentlich. Oder was heißt Jahre? So eineinhalb Jahre so ungefähr, wie jetzt schiebe ich die Operation auf, weil ich eigentlich das medikamentös lösen wollte, aber das geht halt leider nicht mehr. Jetzt wird das quasi im Oktober operativ gelöst. Ja? Und das Ding ist halt, da habe ich halt dann, also habe ich mir sagen lassen, ja, das genaue Gespräch habe ich erst in 2 Wochen. Ich habe halt dann da Tamponagen drinnen bis hintere. Und das Ding ist halt, ich darf mich halt nicht, soll ich mich halt nicht stark bewegen, weil ich sonst das Ganze wieder aufreißen kann und dann hätte ich ein verschärftes Problem. Meinen's. Ja? Also, wie gesagt, es ist halt, es ist kein schlimmer Eingriff nicht, so an und für sich, es gehört zur Allgemeinmedizin mittlerweile, aber es ist halt unangenehm für einen selber, weil, also für mich zumindest, weil so am Kopf, ne, es ist einfach nicht schön. So. Und ich hab mir halt sagen lassen, die Tage danach sind halt ein wenig so, nicht ganz so geil, bis das alles wieder seine Richtigkeit hat, bis das wieder alles so verheilt ist, wie es sich gehört. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich zumindest streamen kann. Ne? Ist jetzt noch keine Garantie nicht. Es kann jetzt auch, dass ich halt dann keine Kamera nicht habe, weil ich habe mir auch sagen lassen, dass du da ringsum dann lauter Blutergüsse hast, durch das, dass der da reinwirkt. Möglich. Ich weiß es nicht. Ich muss auf mich zukommen lassen. Ja, das hilft eh nicht. Die erste Woche nach jeder OP ist scheiße. Ja, also ich habe ja Gott sei Dank erst eine einzige gehabt am Sprunggelenk. Und da war es nicht so schlimm nach der OP. Die eine Nacht danach, ja, da war es ein wenig unschön mit die Schmerzen her, aber das ist dann tatsächlich gegangen. Das war aber auch am Fuß. Ja? Wie das jetzt am Kopf ist, weiß ich nicht. Das wird für mich eine neue Erfahrung. Ja? Ich bin mir nicht sicher, ob ich scharf drauf bin. Ich glaube eher nicht. Aber das muss man schauen. Aber auf alle Fälle, wo ich schon mal garantieren kann, es kommen im Herbst auf alle Fälle wieder Frühschoppen am Wochenende zurück. Es wird im Herbst wahrscheinlich auch so werden, dass wir generell wieder mehr Zeit zum Streamen haben. Ja, wie gesagt, das Tennisspielen fällt weg. Draußen ist weder kreislig, du kannst nicht wirklich viel da. Ja, das war aber letztes Jahr auch nicht anders. Gut, letztes Jahr habe ich im Sommer noch nicht oder halt im Frühjahr nicht gestreamt, weil da habe ich ja logischerweise sozusagen Gamerparty an und für sich noch nicht gegeben. Da haben wir quasi mehr oder weniger, ja, die meiste Zeit haben wir mehr oder weniger im Herbst eingeschubstreamt. Ja. Das ist im Juni angegangen, da waren wir in der Hauptsaison. Aber es sollte eigentlich wieder so sein, so wie halt praktisch heuer im Frühjahr bis, oder von November weg bis heuer Frühjahr. Da waren ja teilweise 3-4 Mal in der Woche live und das sollte normalerweise, ja, sollte das normalerweise auch wieder so gehen. Je nachdem. Ich muss mir natürlich auch so ein bisschen nach der Frau Bazi richten. Das ist aber hoffentlich auch klar. Ja. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, ich gehe jetzt drüber, du kannst schauen, was du tust. Ich passe mich schon ein bisschen an und sie auch. So ist es nicht. Das merkt ihr auch, und das ist auch unter anderem dem geschuldet, wie meine Streamzeiten aktuell sind. Ja, die Tage richten sich nachdem, wie ich Schicht habe, da ja ich jede Woche eine andere Schichtwoche habe, richten sich auch die Tage anders. Das heißt, ich streame einmal Montag, Mittwoch, einmal Dienstag, Donnerstag, einmal Montag, Freitag, einmal Mittwoch, Freitag. Das ist halt immer, wie halt ich Schicht habe. Ne? Und die Zeiten sind halt davon abhängig, zum einen, wann muss ich in die Schicht, beziehungsweise wann komme ich von der Schicht, und B, ist Frau Bazi da zufällig gerade unterwegs, weil ich schaue schon, dass es sich so fällt, dass, wenn ich stream, sie gerade auch nicht daheim ist. Ja? Weiß ich nicht, ob sie es nachvollziehen können, aber ich glaube schon. Ja? Sigi, habe die Ehre, aus dem Lurk. Macht nichts, Sigi. Viel Spaß, ich hoffe, es hat dir gefallen. Aber das ist sozusagen jetzt einmal der grobe Plan. Wann genau, weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Ja. Ich tippe aber jetzt einmal so Ende September. Mitte, Ende September wird man wahrscheinlich schon langsam in die Herbstsaison starten, dass man, wie gesagt, dass ich da wieder ein wenig präsenter auf Twitch bin. Wie gesagt, über den Sommer ist halt das immer so eine Sache. Ja.
aber gut. Es ist ja eh keine Tragik. Ich meine, ihr versteht es ja. Es hat jetzt schon alle, also der Großteil von euch ist schon lange nur dabei und hat immer nur dabei. Also gehe ich mal davon aus, dass ihr auch damit absolut fein seid. Und genau. Ja, das wird jetzt, denke ich mir, auch kein Problem nicht sein. Ich verstehe gar nichts. Naja. Na, also wie gesagt. Ich kann euch keinen Plan geben, was wir jetzt heute demnächst spielen. Morgen spielen wir auf alle Fälle ein Wunschgame von Mr. Billinger mal an. Schauen wir uns einmal Spider-Man an, schwingen wir mal ein bisschen durch New York. Ja. Ich hab Spider-Man schon mal in meinem Kopf gehabt. Ja, ob wir Spider-Man einmal im Stream spielen, ob das ein Streamprojekt wird. Bin mir halt nicht so wirklich sicher, ob erstens ich die Langzeitmotivation habe, das Spiel zum Spielen. Oder was heißt Langzeitmotivation? Ob es motivierend genug ist, das komplett im Stream zum Spielen. Das werde ich mir dann morgen im Endeffekt dann mehr oder weniger anschauen können. Und B, ob halt das auch was für euch ist. Ja, weil Spider-Man, Marvel ist ein eigenes Spiel. Ja. Schauen wir uns einfach an. Icebound Watcher, habe ich dir, merci für den Following. Alles gut bei dir, schön, dass du reinschaust zum Ende des Streams. Genau. Immer die Leute, die arbeiten müssen. Das kommt nur dazu. Es war übrigens auch mein Wunschspiel geworden, Billinger war schneller. Mr. Herbert, der Spielemarkt ist groß. Suchen Sie sich ein neues aus. Ja? Also ich kann, Mr. Billinger, was ich aber schon mal garantiert sagen kann, ist, wir werden morgen Spider-Man anschauen. Auf alle Fälle. So, aber sollte das so werden, dass ich sage, hey, ja, Spider-Man ist eine coole Sache, spielen wir auf alle Fälle fertig, wird es so werden, dass wir es nicht gleich ins Programm aufnehmen. Weil es steht allerhand neues Zeug an, was ich tatsächlich noch vorher spielen möchte. Wenn man natürlich fällt jetzt Gollum flach, weil das haben sie natürlich wieder mal bis ins Nirvana hinter die verschoben und kein Mensch weiß warum und wieso und wie lang. Ich kann es nicht sagen. Ich wollte eigentlich ab Donnerstag mit Gollum anfangen. Das war eigentlich Stand vor 1,5 Wochen am 1. September gedroppt. Ja? Letzte Woche im Stream habt ihr mir gesagt, hey, das ist verschoben. Ja? Ist also das schon mal raus. Das heißt, wenn wir jetzt am Donnerstag Spider-Man angespielt haben, dann fangen wir ein Kurzprojekt an, ein relativ Kurzprojekt, und zwar Mortal Shell. Das habt ihr beim Dampfe schon mal einen Stream genießen können, das spielen wir mir komplett. Das ist eine Sache auf 10 Stunden ungefähr. Warum ein Kurzprojekt? Ganz einfach deswegen, weil in relativ naher Zukunft Plague Tale Requiem kommt. Das meine ich kommt im Oktober. Ja, mit God of War soll ja die eigentlich bis Ende Oktober auch fertig sein, wahrscheinlich sogar noch eher. Und da müssen wir schauen, was wir dann da einzwickern, weil ja dann im November schon der Nachfolger kommt. Das heißt, jetzt danach, die Projekte, wo jetzt auslaufen, kommen erst Kurzprojekte. Das kann auch sein, dass dann vielleicht noch Mortal Shell, wenn noch nur Zeitpuffer ist, dass wir Mortal Kombat sogar noch dazwischen zwickern. Das weiß ich jetzt aber noch nicht, okay? Und im November ist tatsächlich dann da, wo man das Hirn einrennen muss, weil da kommt dann God of War, dann kommt nur, wie gesagt, Plague Tale Requiem kommt, werden wir uns anschauen, es kommt das neue Pokémon raus, also im November kommen 3 Spiele, Hogwarts Legacy kommt raus. Das Jahr wird brachial gefüllt. So. Aber wie gesagt, gerade dass du schon mal ein wenig richten kannst. Wir schauen es uns auf alle Fälle mal ganz gemütlich an. Das also mal sowieso klar. Wahrscheinlich machen wir morgen sogar bis 7:30. Schauen wir mal. Von 5 bis 7:30. Je nachdem. Das kriegen wir schon. Ich darf mir Forbidden West wünschen, aber das ist nicht dein Baustein, habe ich gehört. Horizon steht tatsächlich auf meiner Liste. Beide Spiele. Der Mr. Cookie hat mir gesagt, Alter, spiel die Spiele unbedingt. Es ist ja ein Open-World-Spiel. Und Open-World-Spiele, da hat es bei mir schon mal grundsätzlich nicht verkehrt. Ja, das sind Spiele, die mich reizen. Es gibt eigentlich in Horizon nur eine einzige Sache, die wo ich nicht so, wie sage ich denn, schön kann man nicht sagen, aber die wo mir nicht so ganz krass zusagt, das ist das Maschinending. Wenn das normale Viecher warten aus Fleisch und Blut, Alter, das hätte ich schon lang gespielt. Ja? Horizon steht aber tatsächlich auf meiner Liste. Glaube ich. Also ich muss schon, dass ich mir das auf mein Handy Note-Dingens Kirchen geschrieben habe. Das passt so wacht. Nein, nicht Gästelisten, das brauchen wir. Ich kann es eigentlich auch mal vorlesen, was jetzt aktuell noch auf meiner Liste steht, okay? Also, Plague Tale Requiem, Resident Evil 2 und 3 Remakes, 4er Remake kommt da, steht aber noch nicht drauf. Sekiro Second Run, da noch drauf stehen, habe ich aber schon festgestellt, habt ihr nicht so Bock drauf, also werdet ihr das wahrscheinlich wieder streichen. So, Rising Ruby Hardcore Nuzlocke haben wir beendet. Dann stand noch drauf Assassin's Creed Brotherhood und Revelations, sowie Assassin's Creed 3, Lords of the Fallen, Naruto The Broken Bond, das war der Nachfolger von Rise of a Ninja, was wir schon mitgespielt haben. Ist wahrscheinlich auch mal etwas für Spiele noch, ja, weil das ist auch so ein Anime-Titel, ist kompliziert, ja.
Dann haben wir Final Fantasy Sim Remake, God of War 4 spielen wir gerade, Horizon Zero Dawn und Forbidden West, Mordor Schatten des, Mittelerde Schatten des Krieges, Dragon's Dogma Dark Arisen, Bloodborne, Mortal Shell, Hogwarts Legacy, Gollum und Final Fantasy 13. Das sind jetzt einmal die aktuellen Titel, die im Stand heute auf der Liste stehen. Oktober wollte ich schon fragen, wie lange God of War noch geht. Na, also im September bringen wir es normalerweise fertig. Also wir konzentrieren uns ja in God of War eigentlich ausschließlich auf die Story. Also wird man das wahrscheinlich irgendwann die nächsten 14 Tage, 3 Wochen werden. Wahrscheinlich, je nachdem. Das kommt drauf an. Ja, hängt dann natürlich immer davon ab, ob wer wirklich konstant streamen kann. Jetzt, wenn ich heute eine Grippe kriege, eine Woche lang außer Gefecht sitzt bin, ja, dann ist eh klar. Ne? Beantwortet aber der Hausverstand tatsächlich. Ist ja einfach der Mann, ein PS hat, ich bin auch eine Maschine und mich magst du auch. Ja, stimmt, hast nicht unrecht, Mr. Herbert. Also ist echt die Viecher zusammenhauen, ist besser wie Roboterviecher zusammenhauen. Ja. Nein, wie gesagt, Horizon an und für sich ist ein super schönes Spiel. Das schaut auch optisch wahnsinnig gut aus, aber so, das ist halt mein persönlicher Geschmack. Ich hätte halt lieber so Viecher aus Fleisch und Blut gehabt. So. Dann, das war so. Ne? So im Endeffekt so ähnlich wie Monster Hunter tatsächlich. Ja, das sind auch Viecher aus Fleisch und Blut überwiegend. Nicht alle, aber die meisten. So. Aber wie gesagt, Horizon stehen beide einmal auf der Liste. So ist es jetzt nicht. Du bist ja bis Herbst 2023 versorgt, was? Bis Herbst 2023, ja. Locker. Du musst ja sagen, das sind die Spiele Stand heute. So, jetzt wenn die morgen irgendein Spiel ankündigen, wo ich sage, oh geil, Alter, da kannst du das nächste Spiel, was angekündigt worden ist, das schaut auch wahnsinnig interessant aus. Das ist wahrscheinlich auch der Nachfolger von dem Lords of the Fallen, was man dann spielt. Das heißt auch Lords of the Fallen, das wird ein Souls-like Spiel, das schaut unfassbar gut aus. Haben sie auf der Gamescom angekündigt. Ja, ich schleiche mir in die Nachtschicht, ich wünsche euch was. Mr. Wert, ich sag merci fürs Zuschauen. Brudi, du bist meine Nachtschicht-Kumpane. Ich muss heute auch noch. Ja, ich muss um 10 Uhr auch noch. Ich habe auch noch das 8-stündige Vergnügen. Lass dich nicht ärgern. Merci fürs Zuschauen. So, Freunde, so schaut's aus. An ein paar Infos für euch. Genau. Morgen, 17 Uhr, Spider-Man, Wunschgame von Billinger. Sonntag, wahrscheinlich schon um 12 Uhr kündige ich dann noch an. Nochmal, wenn sie sich wirklich ändern darf, machen wir Geburtstags-Plätschmerz, weil da bin ich 30 am Sonntag, da sitzen wir uns einfach einmal so ein bisschen zusammen, schmatzen wir ein bisschen, muss nicht immer zocken sein, reden wir über Gott und die Welt, machen wir vielleicht die eine oder andere Reaction, schauen wir uns vielleicht mal an, was es Nice gibt. Kriegen wir schon. Lords of the Fallen sollte aber gar nicht so brutal gut gewesen sein, oder? Ich hab's nicht schlecht gefunden. Es war jetzt nicht AAA herausragend, sag ich jetzt einmal. Aber für mich als Soul-Spiel-Liebhaber war es okay. Ja? War nicht schlecht, war aber auch nicht herausragend gut. Es war solide Mitte. Ja? Gut genug, um es gespielt zu haben. Ja? Genau. Stehen dann auch irgendwann einmal vor. Ja? Ihr wisst, das Soul-Spiele, das ist immer wieder so eine Sache, die kann man ja gerne mal öfter. Wir haben ja heuer Elden Ring schon gespielt. Bloodborne hätte ich schon längst gespielt, aber da warte ich tatsächlich einfach nur aufs sag ich denn, echt 60 Frames oder 120 Frames Update. Vielleicht kommt es auch irgendwann doch nur mehr auf Steam. Also die Entwickler stellen sich da noch quer. Das soll scheinbar ein Exklusivtitel für Sony bleiben. Aber Bloodborne läuft leider auch auf der PS5 nicht auf 60 Frames. Und ganz ehrlich, ich mag mir jetzt, ich mag's mir und eng nicht an, dass wir Bloodborne in 30 Frames spielen. Ja. Bloodborne, ein unfassbar geiles Spiel, habe ich unfassbar oft gesucht, ich glaube auch 5-6 Mal durchgespielt. Kommt in Zukunft irgendwann definitiv. Es gehen ja die Gerüchte dass remaked wird oder remastered wird. Ja? Das sind aber bisher nur Gerüchte. Man weiß es nicht. Schauen wir mal. Gut. Auf alle Fälle, wenn der nächste Souls-like-Titel wird, Mortal Shell. Definitiv. Gut. So, Freunde, jetzt brauchen wir Raid-Ziel. Schauen wir mal, wer ist denn live? Und jetzt haben wir letztes Mal geradet. Der Iron war live, Jackie war live. Ich glaube, gehen wir zu der Jackie, ha? Jackie ist live, die spielt Stardew Valley.
Jetzt haben wir Let's Play geradet, tatsächlich. Ja, gehen wir zur Jackie. Gut, Freunde, merci fürs Zuschauen. Ich habe auch einen Discord-Server, falls gerade neu da habt. Ausrufezeichen Discord, kommt gerne mal drauf. Kommt einmal in der Woche mindestens eine Ankündigung, wann ich live gehe, mit wo ich live gehe, welche Uhrzeit, welcher Tag, welches Spiel und so weiter und so fort. Unterhalte gerne mit mir, unterhalte gerne mit alle anderen. Ich leite das eigentlich jedes Mal einmal im Stream aber. Gerne auch nochmal auf den Following-Button drücken. Merci nochmal für die ganzen Neuenheit. Schön, dass es dazugekommen hat. Ich hoffe, euch gefällt es. Und wenn es auch dir gefällt, dann drückt du auch gerne drauf, weil er dir nichts kostet und mir schwer weiterhilft. Wir haben 163 Follower mittlerweile erreicht. Absoluter Wahnsinn. Raid-Command im Chat, einmal kopieren für Subs und Non-Subs bei der Mrs. Checkery posten, dann kennen sie die aus. Ich sage merci fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns morgen wieder an der Stelle. Bleibt sauber, bleibt flauschig, aber die ich bin für heute raus. Und bis morgen. Für euch.